da auf dem Arbeitsgerät, wo ich hocke, das ist die Horselbeng. Im unteren Bayerischen Wald sagen sie Huiserguss, aber Schnitzbank, Ziehbank sagen das ja die meisten Leute. Und das Arbeitsgerät da in der Hand, das ist ein Rufmesser, Ziehmesser oder auch Schnitzmesser. Und damit putze ich die Schindel. Ja, und dann richte ich es in meine Meterbrettel rein. Da kann ich dann feststellen am Abend, was ich den ganzen Tag über geschafft habe. Die Schindel machen das auch viel wie was, wenn ich einen schönen Baum habe. Das ist alles, wäre es eine Sucht. Also da kann ich mich kaum trennen. Also bei einem, zwar, wenn man so sieht, sagt einer vielleicht, das ist ein bisschen eine stupide Arbeit, aber mir macht das Spaß. Und wenn da was geht und wenn was vorwärts geht, dann ist das einfach für mich toll. Bis ins 19. Jahrhundert hinein deckten die Menschen ihre Dächer mit Holzschindeln. Im Bayerischen Wald gab es damals kaum einen Hof, der nicht mit Holz gedeckt oder verkleidet war. Heute findet man die alten Holzschindeldächer hier nur noch im Museum. Die Holzdächer verschwanden, als die Feuerversicherung für sie in die Höhe schoss. Blech- und Ziegeldächer wurden günstiger und moderner, genauso wie die Wandverkleidungen aus Eternit. Innerhalb weniger Jahre veränderte sich das Landschaftsbild. Ich denke, dass der Baum mindestens 150 Jahre alt ist und hat dann so schaut. Sepp Pfeffer und seine Frau Froni suchen einen guten Schindelbaum. Zurzeit arbeiten sie viel mit Lärchenholz. Die Kunst ist, den Stamm zu lesen, bevor er geschnitten wird. Schaut gut aus. Ja. Oder ein Harzriss. Umso größer der ist, umso sicherer ist es, dass der Baum gut spaltet. Und dann muss man natürlich schauen oder Glück haben, dass möglichst wenig Äste drin sind. So im Erdstammbereich sieht man es ja nicht mehr, weil die sind ja schon längst verwachsen. Und wenn da nur kleine Äste, dann sind sie nur im inneren Bereich. Hat aber der im jungen Alter praktisch schon große Äste gehabt, dann kann es sein, dass die möglichst weit rausgehen und dann habe ich wieder viel Verlust praktisch bei der ganzen Sache da. Gleich ist da. Ob sie den richtigen Stamm gekauft haben, zeigt sich erst beim Zerlegen. Sollte das Holz nicht taugen, wird es zu Bauholz verarbeitet, das die Pfeffers für die Unterkonstruktionen beim Schindelverlegen verwenden können. Letzte Gewissheit gibt eine Probespaltung. Ja, einwandfrei. Genau, das sieht man also schon. Sehr gerade gespalten, hat die leichte Wölbung vom natürlichen Spalten praktisch im Holz entsteht. Aber diese Holzspannung, die wird sich immer noch wieder die gleiche Form einnehmen. Also praktisch die Innenseite wird sich später nach innen ziehen und die harte Seite bleibt außen. 50.000 Schindeln hat Sepp Pfeffer beim Umbau dieses Hauses verbaut. Die Holzschindel wird von Architekten wiederentdeckt. Also Schindel ist einfach ein natürliches Material, das ist ein altes Material und es ist wirklich noch Handwerk und es ist lebendig. Also es entwickelt bei jedem Projekt so seine eigene Struktur, seine eigene Farbigkeit. Und das Schöne ist auch, dass es mit Ehre altert, es verändert sich. Ja, man kann es eigentlich immer anschauen, es ist nie unmodern, es ist zeitgemäß und es ist ein natürlicher Baustoff. Die Architektin Regina Schineis hat schon mehrere Objekte mit Holzschindeln gebaut, für die die Handwerker bis aus Tirol kommen mussten. Mit Sepp Pfeffer hat sie nun endlich einen bayerischen Schindelmacher gefunden, der nicht nur mit Leidenschaft die alte Technik pflegt, sondern sie auch für moderne Bauformen weiterentwickelt, in Handarbeit, Schindel für Schindel. Auch zu wissen, dass er im Winter eigentlich seine Schindeln selber macht, die jetzt hier auf dem Dach liegen, das, ja, wie soll ich sagen, das steigert schon nochmal immateriell den Wert des Hauses oder auch dieses Arbeiten mit dem Material oder mit dem Handwerker dann. Das hat man einfach auch bei der Ausführung gemerkt, dass es mit viel Liebe gemacht ist. Ja. Früher hat man im Bayerischen Wald mit diesem Handwerkszeug da die Schindeln gespalten.
Und, naja, und dieses Messer da, das hat ein alter Schindelmacher, der 1932 noch in Berchtesgaden, also um diese Zeit, da das Schindelmacherhandwerk erlernt hat, der hat es von dort mitgebracht. Und das ist ein Nachbau. Und da praktisch, ja, man schlägt die nicht, sondern man drückt die runter, die Schindeln. Mit dem Messer kann er feiner arbeiten als mit dem Beil. Sägen ist tabu. Da würde man die Holzfaser zerstören und die Schindel würde Wasser saugen. Das Geheimnis ist, mit der Struktur der Jahresringe zu arbeiten und zu erkennen, was später die Außenseite ist. Das kann man ganz gut an diesen beiden Schindeln da sehen. Die habe ich jetzt eine umgedreht. Eins ist die Außenseite und die andere ist Innenseite. Man sieht also hier, das ist wie so feine Nasen hier drauf und das ist mehr rundlicher. Man füllt es dann auch mit den Fingern, wenn man drüber fährt, dass das weich ist. Diese Seite würde das Wasser aufsaugen und das ist viel härter. Also wenn zum Beispiel Regen dran kommt oder auch Nebel, der perlt richtig auf und läuft an den Nasen so richtig runter. Also ich brauche nur hinschauen, ich sehe es auf Anhieb. Und wir haben auch schon manchmal da gehabt, denen das erklärt haben und so, und die schauen dann 3-mal und 4-mal hin und sehen es dann trotzdem nicht. Gell? Sepp Pfeffer ist erst spät zum Schindeln gekommen, über den Holzhausbau mit Mitte 40. Ein alter Schindelmacher hatte ihm sein Wissen weitergegeben. Den Rest hat er sich mit alten Büchern selbst beigebracht. Und es war auch klar, dass das ein sehr langwieriger Weg wird, also das wirklich 10, 15 Jahre dauert, bis das einfach einmal, wie man richtig Fuß gefasst hat. Man muss schöne Objekte machen und machen dürfen. Und dann natürlich, da man was zum Herzeigen hat und umso mehr man solche Sachen macht und umso leichter ist wieder an neue Aufträge zu kommen. Und die Leute sehen das natürlich auch und sagen, ja, das ist begeistert, das schaut ja toll aus, so was hätte ich auch gerne. Früher wusste man fast auf jedem Hof, wie man Schindeln macht. Beinahe wären die Holzschindeln aus dem bayerischen Wald verschwunden. Nun erfahren sie eine Renaissance, wenn auch noch etwas zögerlich. Bei uns dauert es ein bisschen länger im Bayerischen Wald, bis das wieder kommt. Da ist das Alte ein bisschen verpönt. Und das ist, das ist die alte Zeit. Und ich denke mir nicht mehr so gerne, wo der Weidler war arm und hat wenig gehabt. Und die Schindeln, die verbindet wahrscheinlich der Weidler mit dieser Zeit noch. Und, aber mit den jungen Leuten, denke ich, die denken schon wieder anders. Und da kommt es vielleicht wieder.